Schöne guten Abend op eisem lächten Abend vun eisen Informationsversammlungen rund den neuen RGTS Reso, wo jo d'Umsetzung vun dem neue Reso am September ugefangen huet. Natürlich noch net ganz gesagt, dass dat ganz dauert eng Zeit. Wir hunn leider missen op an ungewinnten Zeiten ungewinnte Formen zurückgreifen, fir awer können die Informationsofen da aufzuhalen, dat hicht an enger digitaler Form. Me dat soll awer net run hënneren, dat Biergerinnen und Bierger können hier Froen stellen, dat man soch natürlich verantworten, so gut wie man dat können. Ich will direkt so, dat diejenigen, die vielleicht den Abend die Antworten noch nicht können kriegen, die lo am Lauf von der Sendung nach Sachen raschicken, so können sich Sorgen machen, da gehen die Antworten schriftlich beantwortet. Aber wir werden noch im Internet alles publizieren, was wir Fragen rankommen, was wir von Antworten gehen haben. Wir sind den Abend echt fokussiert auf den Raum Hesper als Reiser, also den ganzen Teil am Südwesten von der Hauptstadt. Da will man mehr am verdeiften Abend drauf angehen, auf der Reso. Wir werden auch luftdicht aufhängen mit einer allgemeinen Präsentation über die Reso. Die sieht hier um meiste Slide, ob am Schirm eine kleine Historik. Den RGTS Reso als 1978 gegründet ging und hat eine ganz große Entwicklung gemacht, als am Anfang Reso, den sich zusammen gekollt hat, die war Jahrzehnten. Mit denen sicherlich nicht dementsprechend was haut, wie die Entwicklung vom Lande belangt, also wie das Land sich entwickelt hat. Aber egal wie, wenn ich Zahlen habe, ich Zahlen von Ende 2016, das hat entre sicherlich sogar noch ein bisschen an den Uhren evaluiert. Du transportieren wir pro Tag mit dem Reso 125.000 Passagiere. Das sind ein paar, also wir sind am Anfang den wichtigsten Fournisseur zu Lützeburg von öffentlichen Transport am Land. Wie gesagt, die Linien sind historisch gewusst. Es war notwendig auch, wenn es anderen Investissementen, die wir gemacht haben, neue Garen, neue Tisch, neue Strecken, den Tram, neue Pôle d'échange, dass wir den Reso komplett neu gestaltet haben. Hier kommen wir darüber zu schwätzen. Wir haben aber dem allen Reso, also dem Reso, der so wie bis September nach gefahren ist, haben wir 180 Linien. Das war ohne die Schülerlinien dabei gerechnet, die kämen nach oben drauf. Und noch ohne die sogenannten Schmelzbussen dabei zu rechnen. 725 verschiedene Itinerären, also schon ein impressionanten Reso für so ein kleines Land wie Lützeburg. Wie sind wir das angegangen? Das sieht ihr hier. Wir haben am Anfang den ganzen Prozess von der Reform 2016 angefangen. 2016 sind wir durch ganz Land gezogen. Ich meine, ich hatte 11 Abend an seiner Roadshow gemacht, durch ganz Land, vom Eastleg an den Osten, vom Land an den Süden, am Zentrum, überall. Auch am Raum Hesper hat man einen gemacht. An die Roadshow, da haben wir am Anfang nicht eine neue Reso vorgestellt, mir echt eine Grundphilosophie, mit dem wir wollten durchgehen. Aus diesen 11 Versammlungen haben wir ganz viel Informationen gekriegt von den Bürgerinnen und den Bürgern, haben die alle abgeholt, und wir haben rausgeschildert daraus eine ganze Gruppe Arbeitsgruppen. An die Arbeitsgruppen, da konnten auch Bürger sich melden, für Mathe zu schaffen. Das sind da ganz viele, die das auch gemacht haben. An die Arbeitsgruppen, die haben dann ein bisschen mehr vertieft, auf verschiedene Thematiken geguckt. Das ist zum Beispiel, wie soll man nütz fahren, um abends zu später Stunde fahren, wie soll man die Weekender fahren, Samstag, Sonntags. Also all die Sachen sind da angeflossen. Und dann, nach der Roadshow, haben wir natürlich Reso drüber geschafft, geguckt, eben weiterzufahren. Für dann das rauszukriegen, was wir am September dann noch oder noch heute später vorstellen. Wir haben auch daneben nach eine Reihe Sachen gemacht wie das hier. Das ist, wir haben eine Studie gemacht, die heißt Luxmobil. Das wären 38.000 Leute, die sich beteiligt haben und der dort Studie, was haben wir da geguckt, 2017, wir haben einfach geguckt, wie sind die Mobilitätsbewegungen zu Lützeburg? Wer hält den in den Auto, den anderen den Bus, wer hält den anderen nicht den Bus, der nächste den Auto, den Zug, den Velo, also alles das, wer das auf Verkehrsmittel gibt. Natürlich auch, wie verdeelte Verkehr sich an der gesehen auf dem Grafik, das so nicht überraschend ist, von der Spitzestunde guckt, dass natürlich ein Peak aus Neues an den Peak Oves, aber ihr seht aber auch schon, dass es sich
op de ganzen Deriwer solid de Verkeier zu Lützburg verdeelt huet. A finalem gesäide noch, dat zur Summesetzung vum Verkeier ganz ernstches ass fir in Stadt het kënnen denken, also dats net nimmen den W zur Erbeständig Rolle spielt, dats dat ganz dunkel Blut oder geringt find Tuelen war der dugem Schirm gesitzt. Di si in den anderen Färben drwer, zum Beispiel dat de Schülertransport zu Lützeburg, also den W an Schoul och en ganz groß Rolle spielt am Trafik. Wieso du mal ganz grob Sachen rausfand iwwer die Tüt iwwer nutzen auch an Bewegung wie Leute sich fortbewegen ha nach Grafik pardon was Ingenieur versprungen net voilà. Nee, du springt ein bisschen voilà, sieht nächste Grafik wie als Summesetzung vu Verkeier gesit dat den Auto nach immer dominiert huet 2017 mat enger 60%. Und da konsideriert du de Bus an den Zug mat 17%. Natürlich als Zielsetzung, dat man den zu Fußgo Velo Buszug an Tram den erbenken, dat den per Modal zohält, dat hier dat den Undeel vu Leiit, die sich an ihren Mobilitätsgewunnechten méi dummer der fortbewegen, dat dat Lot geht, dat so bald als Zielsetzungen ganz klar, weil gëtt jo vielfach Probleme, die man da zu summen hängt, wenn man alle Einzel beim Auto fuhren. Dann haben wir natürlich auch die Gemengen ganz stark konsultiert. Wir haben 2019, wie wir alles fertig hatten, also die Roadshow, mit der Arbeitsgruppe, mit den 4 Arbeiten für den neuen Reso, haben wir die Gemengen das geschickt. An 102 Gemengen haben die ganze Pack von Propositionen mit dem neuen Fahrplan, mit der neuen Linie gekriegt. 81 Gemengen haben dafür Gebrauch gemacht, für ein Navi zu machen. Am ganz gut mal 534 verschiedene Kommentaren von den einzelnen Gemengen. Und du hast den ganz großen Teil berücksichtigt gehen, von dem, was wir hier rakrit tun. Das hat dann dazu gefordert, zum Beispiel, dass man nach Länge über Davien, die man kriegt, von den Gemengen 21 Linien beigesetzt haben. An de Reso, dat hicht den neue Reso huet 170 Linnen, du sind der Länge 21 beikom, op Suggestionen hin vun de Gemengen, an dann hat hiech ganze Koop Äner mi Kklengmodifikationune, weil die Avien dat huet ziemlich alles betraff vun den Areelle selber, iwwer Busspuren, die d Gemenge gehätten oder Bierger gern hätten, also alles dat agefloss, so grosse Merci vu Menger seit und Bierger und Gemengen hun all die mat geschafft hunn, fir dat man de Reso do so konnten zu summen setzen. Was war ein Objektiv von dem Ganzen? Wir erstens mir equilibrierten Abteilung zu kriegen, natürlich das ganze Land aufgedeckt ist vom Reso, das war für die nicht der Fall. Natürlich auch, dass Frequenzen angepasst sind, ob do wo die Leute halt wohnen, schaffen, ihre Freizeit tun, dass das besser desserviert ist. Natürlich spielen auch Gefähre eine Rolle. Wir haben parallel zu der ganzen Reform eine Ausschreibung gemacht, eine große europäische Ausschreibung für die ganz neue Busreso, die also an der Schlussphase immer den Zuschlag gehen. Da haben wir am Cahier de Charge zum Beispiel ganz klar festgehalten, wie die Qualität der Busse muss sein, was für die Klienten wichtig ist. Dann natürlich auch den ganzen Bereich von Samstes, von Sondes, von Ovesfuhren, das wird gesehen, da wird als ganz vieles geschieht. Wir garantieren am Anfang am neuen Reso, dass überall am Land, wo man jetzt 5 bis 11 ein normalen Taktsystem besteht, das war für die nicht der Fall. Auf final am Samstag Sonntag fuhr man enorm viel mehr, für nicht zu sagen, fuhr man Motivat, Sonntag auf verschiedene Plätze, für das Sonntag kaum eine Verbindung da gehen. Wir haben noch die Reso ganz getrennt vom Schülertransport, also dürfen wir kriegen oft noch immer Sachen rangeschickt, wo leider so, wo sind dann Schülerbussen, die sind halt gar nicht dran, das gibt es separate Reso, das wollte man bewusst so merken, weil das besser zu gerieren ist und am Alltag. Da gibt doch eng homogen Optik von dem ganzen Reso raus. Die Busse haben all die nämlich Farben, wenn man gesagt in der Zukunft direkt den Energietätsbus ist. Und natürlich durch
erste Fett hat man dat ganz neu opgedeelt hun noch mat der Numeration, wo ich drauf kommen, ass dat ganz an der Planifikation besser gi muss sowieso jo investiert ganz viel einer Utie wat Planifikationune blang eng neii Leitstell, wo dat alles digital kontrolliert kann gin, wo man könne vimi ergreifen an der Reso, wo Korrespondenze besser können aufgestimmt gehen, op den Zorer Banner öffentlich Transportmitteln an so weiter. Dann natürlich auch si immer am Ge nach viel zu schaffen un Couloirbus, also Busspuren, wo der Bus separat kann seg ege Spur hunn an noch daréien an Pol d'Echange gëtt nach viel do geschafft, mir kräen ëmmer Reklamationen zurecht. Zum Beispiel ha de Pol d'Echange Luxexpo, weil den er net so gut ass wie soll sinn, den ass auch net fertig. Da sinn lo nach an zu dësem Deeg gi nach so Sache gemerk oder neii Busheidesche installiert, du wette nach eng Platz kommen, du könnt Restauration Di gëtt ganz geënnert die Pol d'Echange van der bis fertig an den nächsten Moment werden dat alles dann gesinn. Dann zum Reso ha gesit er wie der dogebaut ass an der Numerotation die Gros Achsen. Ja, wann der die Eich Ziffer guckt vun Ärer naier Buslin, du gesit er wo hinner dat den Achs also de Bus fir das dat fir Achs wann eng 1 4 as Norden eng 2 as et Osten a Richtung Erchte nach eng 3 as et Osten a Richtung Wässerbëllech an so weiter wie der ha gesitz also und der Eichter Ziffer gesit er direkt kënnerich orientéieren ob der de Bus richtige Bus an die richtige Richtung. Da könnt in zweete Schiffer dat gesit wann dat eng 0 ass an da si dat eng Expressbuslin ass. Dat das neit Konzept man an diesem Reso afeieren, wo man viel drauf setzen, dat op großen Transen Schulmoller Beispiel vu Reimech an Staat zum Beispiel du gëtt dann Expressbuslinen, die hunn als Hauptobjektiv, dat ze schnell weiterkommen. Da kommen nur nach Ideen dabei vun Busprioriséierungen mat neue Systeme an de Luchteschaltung. Da fällt man zum Beispiel op der Strecke Reimech Lützeburg op der Expresslin lo nächste Pilotprojekt umsetzen. Und dann natürlich möglichst viel Couloirbus. Der Bus hält natürlich viel Männer. Das geht darum, dass ich, wenn ich da vor Reimech komme, in Richtung Stadt, dass ich möglichst wenig Arräen hunn der Tëschend. Am ganze Land hummer de Expressbuslinien angefauert, die sollen am Fong den Objektiv vun Säier vun A op B zu kommen. Da kommen die Regionallinien, dat hiech van der eng 1 oder eng 2 zum Beispiel als 2 Ziffer, da gëtt eng dat sie dann regional primär oder regional sekundär. Du gesit noch erklärt, die könnt sowieso die ganz PowerPoint als im Internethit könnt die Rofluden, da könnt der Rohnenke durchlesen. Da gesit genau wat dat bedeit. Und dann könnt nachre Schiffer wann net eng as oder zum Beispiel eng 5, das dann Lin regional primär an eng 5 was dann eng Lin transversal, dat so nei Element du gehtt rums fir Regionen man ens verbannen onst op d Staat fixiert ze sinn oder zum Beispiel dat wann en netwelt an der Staatzentrum komme ich da solo vum Westen aus dem Land an de Südweste vun der Stadt goen hecht wo go net an Zentrum der Stadt fëlt, dat den dann iwwer transversale Linien dat kann meren, et gëtt dann noch fir d Regionen man besser zu verbannen. Dann kënnt nach weitere Schiffer, dat ass die Lokalliden, dat hecht geet rëms Lokalitéiten an de Regionen Madeneens verbannen, dat sind dann spezifisch Lokallinien, de gesit 3, 4, 5 und so weiter, wann Doro gesit dann ob eng Lokallin ass oder net. Und da könnt dann einen finalen Reso raus, den als Objektiv soll 100 besser organisiert, das mehr lisibel ist, mehr effikaz an mehr leicht zu nutzen ist. Ich so natürlich auch direkt auch die Reso als erstens nicht an Beton gegossen. Das kann auch bei einem Busreso nicht der Fall sein. Land entwickelt sich erstens dauernd noch immer weiter, muss ihn immer präzise all Jahres neue Adaptationen zu machen und der wird noch immer nach kommen liegt da. Das ist so, dass man sicherlich werden an den ersten 2 Jahren Adaptationen machen, weil ja eine Reihe Sachen dran am Reso sind, die vielleicht nicht so funktionieren, wie man es gedurcht tun. Da muss ich noch da können Adaptationen machen. Aber das große Objektiv, also dass die Konnexionen sind, die klar sind, dass die großen Points d'échange, die großen Points d'intérêt, man nicht verbunden sind, dass den RR auch dadurch mehr fiabel wird, mehr regelmäßig wird, mehr logisch wird. Und dass die natürlich das Ganze, du kommst schon noch drauf zurück, muss immer gesehen an Zusammenhang mit allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, die es gibt. Für all die so schon das schon mehr wie enkel lesen, Leserbriefe oder an andere Stellungnahmen,
das gespurt gehen. Guck dir Datei an, das stimmt ganz sicher nicht. Der Volumenkilometrik als Neinke mam neue Reso krager opgangen, a wann der demmer historisch guckt, wo wir herkommen, da sieht er viel an den letzten Jahren zu Lützeburg de Busreso an Notgänger sind die Kilometern, die gefuhr gehen. Also das keine Diskussion, dass man hätten hei gespurt hätten hei Rofgänger wären das juste contraire. Und das sieht auch hei mir hun von Montags bis Freitags, wo man 25% mehr, wie man für run am Erle Reso gefuhr sind, wenn der ganze Reso bis fertig ist. Das könnte lang doch hier, weil man, wie ich gesagt habe, ein reguläres Service mehr von morgens 5 bis abends 11, dass man beweglich nicht die Wahl hatten, und dann gibt es natürlich Schlinnen, die gehen auch bis mehr spät wie 11 Uhr abends. Also an der Woche, von Montags bis Freitags, 25% von mir mehr. Und da gucke ich mal hier und Weekend und Finanz Sonntag 380% mehr. Aber ich weiß natürlich auch, Sonntag sind wir mam RGT-Reso net so viel fir net so ganz Regionen, wo de Bus sonders Gunecht gang ass egal. Mi fuhren lo och iwwerall regmées sondes eng Augmentation vun 83%, wat enorm ass. An dann natürlich der letzte Punkt, die muss in der Reso, der Busreso, wie auch über den Tram, wie auch über den Zug oder den Auto oder den Velo zu Fuß gehen, immer kombiniert gesehen, eins mit dem anderen. Dafür kann es durchaus sein, dass den halben Busreso vielleicht von den Nobel Stadt könnt, ob ein Tramsreso umklemmt. Wenn den Tramsreso bis ganz fertig ist, an den machen wir ja Sonntag die neue Pole d'Echange Gare Centrale op, da könnt ihr immer neue Sprung, da wird 22 den neue Pole d'Echange aufnehmen zu Bodenweg abgehen, da das zum Beispiel für die Leute, die aus dem Raum Hesper-Alzing kommen, geht da immer stecken die bequem, weil da fährt für den Bus die Pole d'Echange und da kann ich da bequem op den Tram Umaré ëmklammen, no den all an der Spëtzestunden all 3 Minuten den Tram, den quasi überall an der Stadt bringt, an dëffe wie gesot ass dat wichtig, méi och net den Tram, dann da kann noch op den Zug, weil vun do kann op garen, op en op gar Howert oder no van Fägers op gar Perft oder gar zentral, wo en dat hëlt. Also muss dat immer am Zusammenhang gesinn, a mir investieren unwahrscheinlich Zommendement an den Ausbau vom Schienenreso vun den Buskulware vun allen anderen Verkehrsmitteln, die gin Parkend reiten, dürfe wie gesot wann man fertig sind, der größte Sprung wird man hier im Land machen, ging es so am Fahrplanwirsel am Dezember 2023, weil da sind die ganz großen Infrastrukturprojekte von Streckenausbau, so gut bei der Schiene, wie auch auf anderen Plätzen Parkend reiten und so weiter, sind die aufgeschlossen. Da wird man am Anfang den öffentlichen Transport in der Form wirklich spannend, mir immer kann ein paar zu freier. Hier sieht er der gesamte Reso. Da war da sieht er das nicht der letzte Woche Straße Reso. Können ihr mengen, das sind Straßen, nee, das ist der Busreso. Guck dir dann mal an, wie verdichtend Busnetz mir an dem Land haben. Also das definieren ist jeder Verein soll in das vergleichen mit also Nordbeschländer, mit Regionen an als Nordbeschländer. Da fand er kein so ein dichtes Busnetz wie der tut, mit seinem heiligen Takt. Das ist nicht perfekt. Perfektion gibt es sowieso nicht. Das ist aber schon substanziell, wenn wir gemerkt haben. Und dafür ging ich schon mal Schluss machen. Und da ging ich dem Direktor von dem Busservice, den Alex Kies, da kann den enke mir an Detail rabelichten Zoom machen, ob die Region, über die man nur zu schwätzen. Und anschließend gingen wir selbstverständlich all die Fragen beantworten, die man da kriegt. Wie viel haben wir da schon gekriegt? Den Noven wissen wir schon am Detail. Sind da schon ein ganzer Park. Voilà, also wie gesagt, wir zeigt nicht, wann danach am Lauf vom Abend ist danach angefallen sind, Mail da ist ran, wir werden nicht die selbstverständlich beantworten. Merci. Merci, Herr Minister, auch einen schönen guten Abend von mir. Ich gehe dann ein bisschen auf Details an, von dem, was wir ausgeschafft haben für die Region rund um den Staat, an Richtung Reiser, Reimösch. Das ist so, dass man ganz viele Fragen rekrutieren, wie der Minister sagt, und noch den Abend ganz viele Leute als Nullausströmt sind. Insgesamt über 230 Leute, die dabei sind, davon 173 auf der Lützeburger Spruch und 50 auf der französischen Spruch. Dafür vielmals merci. Und wir kriegen noch dementsprechend schon ganz viele Fragen heran. Das für allem, weil aber eine ganze Gruppe Änderungen an dem heute Bereich schon den 13. Dezember in Kraft treten, weil eben auch heute für allem das
also Weiterkommen vom Tramchantier mat der Aféierung vun dem Tram op der Gare Central e großen Impact hunn op de Busreso innerhalb vun der Stadt. An dofir erlaubt man vielleicht pure Marken, die für all die Regionen göllen. Das ist so, dass wir hier in einem Raum sind, nur rund um Stadt, wo früher viele Buslinien gefahren sind, die auch städtische Aufgaben geholt haben, die dadurch auch einen hohen Takt am Laufe vom Tag hatten. Hallo, wo sie am neuen Netz echt eine Regionalaufgabe überholen und nicht mehr die städtische Funktion, weil die vom Tram überholt wird, sind Takten auf viele Linien dementsprechend angepasst gehen. Wir werden nur bei der Frau merken, dass dort auf verschiedenen Plätzen noch zu auch Änderungen feiert. Insgesamt will ich aber sagen, dass an dem ganzen Prozess also eine ganz klare Regel gehen haben, die ich mir Regeln, was Takten geht, wenn ich mal einen Takt anbieten, aber wir haben ganz klare Regeln auf Basis von den Zöllen, die wir erhoben haben, auch von unseren Kontagen, wenn wir den Reso unter dem Mond angepasst haben, weil wir heute auch auf verschiedenen Plätzen mehr Busse fahren hatten, wie am Anfang gebraucht wird. Und da kommt noch dabei, dass ich, wenn ich den Takt guckt, ich muss natürlich auch bedenken, dass die ganze Schultransport rausgerechnet gehen ist. Vor allem hat den auch an der Spitzenstunde oft dazu gefordert, dass man die eine oder andere Fahrt mehr gebracht haben, für eben noch der dem Mond gerecht zu gehen. Da ist hier noch ein Reso, die noch bei dem heutigen Reso nachgibt vorbeikommen und so durch natürlich mehr fertig gehen, auch von die eine ganz klare Zielsetzung haben. Bon, insgesamt hat der Minister doch schon gesagt, wir kriegen oft gesagt, wir hätten aufgebaut, wir gehen aber insgesamt von rund 50 Millionen Kilometer pro Jahr auf über 65 Millionen Kilometer pro Jahr, das heißt, das schon substanziell was beigesagt gehen ist. Der heißt, gratis Transport hat nicht dazu gefördert, dass wir Männer fahren. Schiff, ja. Geht weiter. Nee. Voilà, geht. Wir schenken mal die grenzüberschreitenden Linien nun, weil grenzüberschreitende Linien haben aber auch an den heutigen Raum eine große Bedeutung. Sie sind es, die eben Frontalien sollten schnell an den Start bringen. Wir haben aber auch auf verschiedenen Plätzen natürlich halten innerhalb des Landes. Oft auf der Hauptachse, wo wir durch Ortschaften fahren, die betroffen sind, sodass wir eben auch zu Rheimisch, zu Sandfelder, zu Freising, auf der Hasper-Strecke überall auch ein weiter Opfer haben. Und die werden doch in Zukunft bestehen bleiben. Das soll natürlich auch also ermöglichen, insgesamt den Verkehr an den heutigen Raum an den Griff zu kriegen. Wenn wir ein bisschen an die einzelnen Regionen respektive Gemeinden gucken gehen, geht nicht weiter. Voilà. Kontern, der Bereich ist in dem Sinn interessant, weil wir da einfach die eine oder Sache beigesagt haben. Wir haben vor allem geguckt, sowohl Verbindungen auf die Kirchbirch anzubauen, aber auch an den Süden von der Stadt, auf Trokat, respektive an die ganze Entwicklung im Bau-und-Gasbereich. Das ist alles gelungen. Natürlich mit immer einem Umsteigerviergang, dem wo ihr könnt, aber wo ihr hin wollt. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Verbindung geschafft, über Leitling, Hasper, an den Raum Kontern. Das führen allem auch für die verschiedenen Zonen industriellen man zu verbannen, weil es dann zum Beispiel zu Hasper kann aus dem ganzen französischen Raum, an den ganzen Reisebahn umklammen, und die mussten an Stadt zu fahren, auf die Arbeitsplätze am Bereich Kontern können zu kommen. Dann bleiben natürlich die Offenen, die wir heute tun, teilweise bestehen, teilweise sind Takten ein bisschen reduziert gehen. Das betrifft besonders die freien Eurobuslinien, eben am Kader, wie ich gesagt habe, weil der Tram da urban ganz viele Aufgaben überhält. Und wir haben aber auch weiterhin gute Verbindungen, sowohl auch von Kontern Richtung Mutfahrt, Richtung Schötter, an auch da bleiben dann Möglichkeiten, dass ich an die ganzen Bereiche, die daran sind, auch noch weiter hier kommen, was immer ein Demont war für allem von den Gemengen für den ganzen Raum vom Sierdal mit zu verbannen. Den anderen Raum, den wir schon kurz zugeschwärzt haben,
als Hesper ass natürlich ein bisschen ein Drehkreuz hier in der Stadt am Süden. Wir haben zu Hesper den Raum, den ist ziemlich wichtig ist, weil man da sowohl den Raum Mondorf, Freising, U-Bahnen, wir haben aber auch Verbindungen an der Reiserbahn, die dann zu Hesper zusammenlaufen. Und wie du schon gesagt, sowohl die Verbindung Richtung Bahn de Gasbrüch-Schleidling und noch die andere Seite Richtung Zone Industrielle von Kontern. Es ist so, dass hier an dem heutigen Raum sicherlich keine Direktverbindung von Hesper auf die Kirchbirch gibt. Du musst ihn an der Stadt umklammen. Wir haben aber da, und da komme ich mich später darauf zurück, nach einer weiteren Lösung, die wir können anbieten. Was zu Hesper auch noch vielleicht zu sagen ist, dass wir auch hier immer gefragt gehen, wie man nicht den direkten Weg Richtung Bahn de Gasbrüch sichern. Und das für allem der Verkehrssituation hier geschuldet, die möchte, dass die Trajektoire für uns, für den Bus, nicht ganz glücklich ist, sowohl was die Gabarit von der Straße geht, aber auch was einfach den Staugefahr an dem Bereich mit sich bringt. Wenn es dann weitergeht an den Raum noch mehr südwestlich auf Leidling, da ist es so, dass der Raum, der sicherlich oft genannt wird, an der Verbindung mit dem Seieren Tram, wo dann die Busreise auch nicht muss angepasst gehen. Mit das ist so, dass man dafür in allem am neuen Reise Vorsicht tun, den Zone industrielle Leidling noch besser zu desservieren. Wir haben noch die Monte von der Gemenge Rechnung gedrohen für den Raum Kapellen besser, also der Straße Kapellen besser ohne Leidling anzubannen. Und da bleibt auch als Verbindung Richtung Hesper, die wir haben, am Hühn auch Richtung Betebusch ein Offer, sodass man aus sich neben den klassischen Linien, die ihr kennt, über Stehbrecken, alles, was über die Autobahnen rauskommt, das bleibt selbstverständlich bestehen. Haben wir hier größtenteils den Demanten, die man dort zugedroht haben, sowohl von den Gemengen wie auch aus der Bevölkerung, konnte Rechnung drohen. Wenn ihr dann ein bisschen den Raum verlässt und dann ist Richtung auch schon bald an den Nordosten von der Stadt geht, niederan, wenn der ganze Raum Richtung Junglünster, Senninger Birch, da ist es so, dass natürlich ein Hauptachse von Grevenmacher da rauskommt. Wir haben noch die Verbindung von Junglünster hoch, was früher ein Eurobus war, die da weiterhin fährt. Da sind Lichtänderungen am Takt kommen. Wir haben aber auch ganz neu versucht, eine Verbindung hinzukriegen aus dem Raum über den Uelzestall, und dann weiter sogar bis auf Mama. Das war eine Demande, die öfters kommt aus allem als Abwohner aus dem Uelzestall. Wir haben die Pferdesprüche zu verbannen bis an den Raum niederan, sodass wir auch denken, dass ein gutes Offer da können anbieten. Es ist so, dass dem nur aus engem Dorf kommen, natürlich auch Senninger Birch, den Arre Charlisgar, eine gewisse Funktion hat, wo ich kann umklammen, je ob ich will echt Richtung Kirchbirch fahren oder Richtung Stadt Lützeburg, respektive Roccat und dann an den Süden. Des Weiteren Raum, vielleicht ein bisschen mit kleinen Reisen, wir hatten da auch Finale mit der Änderung am September gewisse Diskussionen, weil du den Takt stark zurückgehen hast, aber verschiedene Arealen nicht konnten U-Bahnen, das nicht nur im Dezember ein bisschen besser gehen, geht aber unabhängig Armee noch ein bisschen besser, weil Haut hat 194 auf der wichtige Achse einen hohen Takt. Den können wir recht nicht ziemlich anbieten, wenn die neue 500 Dele, 512 oder 513 umgesetzt gehen. Am Kümül kommen wir da weit über mehr, sind wir quasi am 10-Minuten-Takt, wenn das alles aus, ob der Hauptachse immer gesagt. Es gehen immer Einzelarealen, die nicht den kumulierten Takt tun, weil das just Hauptachse betrifft. Aber auch da haben wir eine faire Stunde oder 30-Minuten-Takt über die Spitzenstunde und dann an den Nebenstunden sind wir am Halbstundentakt, dann Stundentakt auf den einzelnen Linien, aber auf der Hauptachse dann immer auch der faire Stundentakt den Tag über. Da ist ein bisschen für die Reiserbahn, ein bisschen mehr kleiner Raum. Dann der nächste Raum als Sandpfeiler. Auch da haben wir ein paar Diskussionen schon gehabt und ein paar Fragen rausgekriegt, die ich auch schon konnte mal angucken.
für alle meisten Anwohner aus der Itziger Straße gesagt, weil du hat man halt den Terminus von dem Eurobus, den ist natürlich an einem höheren Tag gefahren. Und den Tag, das von der Linie aus reduziert, gehen sie das man an der Itziger Straße nicht mit einem Halbstundentakt den ganzen Tag und mir just noch an der Spitze. Ich will aber ganz klar sagen, dass Sandpfeiler auf seiner zentralen Achse einen ganz dichten Takt hat. Wir kommen hier auf Bussen unter 10 Minuten, an der Stunde. Da definitiv ein ganz gut Offer. Boah, muss ich nur gucken, wie die sich verteilen. Ich werde nicht exakt den 10-Minuten-Takt sehen, aber ich werde aber ganz gut verteilt sein, über die Stunde raus. Da könnt auch mich später nach froh, weil auch das Verdelen von den Linien hat gewisse Konsequenzen. Mir geht aber am Kümül ein ganz gut Offer. Wir haben auch so geguckt, zu Sandpfeiler, aber auch die ganzen Industriezonen besser umzubauen, wann es möglich war, auf wenn wir auch Area konnten machen. Es sind gerade an dem Raum ganz viele Frohe, kommt für Sandpfeiler gar nicht besser umgebunden wird. Weil einerseits ist Sandpfeiler gar natürlich schwierig umzubauen, weil es an einer Sackgasse liegt. Auf der anderen Seite hatten wir aber eine lange Zeit eine Nachwert auf Sandpfeiler gar fuhren, an die ist aber relativ wenig auch an Anspruch geholt gehen, sodass wir mal nicht viel gesehen haben, da ein weiter Offer zu machen. Wir sehen da echt, dass die Leute, man muss direkt auf gar an Staat, respektive auf die Findelgespräch zu bringen. Hans, da muss ich mich oft drecken, bis den Slide weiterspringt. Ah, voilà. Du Schëtter do zu Schëtter also so, dass wir geguckt haben, den Mond auch von der Gemeinrechnung zu drohen, die wir schon lange hatten, für ein bisschen die 3 Achsen Richtung Staat zu bedenken. Das heißt, wir haben sowohl von Schëtter über Senninger Birch wieder ran Richtung Staat Möglichkeit zu fahren, ob die Kirchbirch wieder auch die Möglichkeit von Schëtter Richtung Mutfahrt, Eiter zu fahren und dann über Kontern, so ein Industrialkonto umzubauen und dann auch an den Staat zu kommen. Und die Möglichkeit, wie heute auch schon, Verbindung auf Neuhäuschen. Da sind Leute froh, die wir rekruten nach ein paar Details. Wir können dann später darauf eingehen. Wir haben im Großen und Ganzen haben wir da der Demande, die wir hier rekruten, Rechnung gedrohen. Die eng aner Gemeng, wo je sicher die viele matkrit hun, dass wir auch ganz viele Diskussionen am Moment feieren über Doffer, die zu Violatur gilt. Da kann ich sagen, dass man auf Basis von den Diskussionen mit der Gemeng und noch auf Basis von der Petition, die wir rekruten von den Bürgern aus der Gemeng, nach geguckt haben, was wir können ändern. Wir haben einerseits umgestaltet, dass wir die Möglichkeit haben, durch einen Nachwert, die auf der Rokat startet in Richtung Kirchbirch, also der Bereich Reha-Center, Spidol hier fährt, die am 4-Stunden-Tag an der Spitze fährt, die wir beigesagt, sodass sie nach einem weiter offen hat, auf der Rokat für auch schnell weiterzukommen. Neben natürlich der Möglichkeit, einen Traum zu holen, für an der Stadt sich weiter zu deplacieren und noch auf die Offer von der AVL an dem Bereich zurückzugreifen. Dann geht nach dem Mund von der Gemeinde weiter der Tür für Weiler selber dürfen ernst oder besser zu fahren, man nennt es verknappen. Es gibt auch einen Demond für die Verlängerung, die wir Bus par rapport zu heute geplant haben, ernst zu interpretieren, auch vielleicht ernst umzustrukturieren am Liniennetz. Wir sind mit der Gemeinde so verblieben, dass wir das werden analysieren und mengen, dass wir da auch ein liegt besser Variante können der Gemeinde proposieren. Das betrifft die Linien 423 oder 424 am neuen Netz. Und das heißt, du hast am Moment, wie der Minister auch schon viel gesagt hat, dass neuer Beton gegossen ist. Da sind wir am Gang zu gucken, dass wir der Gemeinde können einen neuen Propos machen, wie wir die Linien werden dann fahren. Größtenteils, als weil der Tür auch ganz viel diskutiert, gehen über den Takt. Und da ist es so, weil der Tour ist effektiv durch seine Lage, weil sie aber nicht auf der Hauptachse liegen, profitieren sie nicht wie viele andere Dörfer, wo das der Fall war mit der Taktreduktion, wo auf der Hauptachse durch den Kümül von mehr Linien aber nach einem höheren Takt hat, sodass man da an der Spitze effektiv
am Takt oder im Halbstundentakt sind, an aber an den Nervenzeiten schüste Stundentakt tun, wird unserer Meinung nach auch der Demand do aber ganz gerechtfertigt ist. Dann, wenn ein Lohnenker der Resümee möchte von all den Gemengen, die wir heute Abend haben, ergibt sich aber ein relativ komplett Bild vom Reso. Wie gesagt, du musst ja bedenken, dass der Schultransport noch fehlt. Das hat schon enormen Impact auf verschiedene Verbindungen, sicherlich, die heute nicht aufgebildet sind an Jung-Lünster Lycée, Redner Lycée oder ganz Lycée Mondorf, Bereich Schengen, Perl. Da kommen noch sicherlich Sachen dabei, die ganz spezifisch auf die Schulen ausgerichtet sind, an den Lyceen, sodass man hier aber ein relativ komplett Netz haben, was auch definitiv der Demand, die man an unseren Etüden herauskristallisiert hat, angepasst ist an. Wir haben auch hier aber viel Demand nach von den Gemengen angeschafft. Wie gesagt, Loas mit dem Umsetzen, ich meine, ihr wisst an dem heutigen Raum, dass schon den 13. Dezember aber ganz viele Änderungen kommen, das für allem durch den Dukommen vom Tram auf der Gare, was für allem einen Impact auf den Takt hat und noch einen Impact darauf hat, dass die Buslinien nicht mehr durchgebunden sind durch die Stadt, mit dass sie an der Stadt im Zentrum meiden. Das ist so, dass wir viel gesehen haben, nach an weiteren Phasen für allem mehr eine ganze Gruppe Änderungen auch an dem heutigen Raum nach uns zu holen, von dem, was wir Lorak-Routen, ich denke, sind noch ganz viel froher gestaltet genug, was punktuelle Änderungen angeht, wo wir aber definitiv als das nach genau angucken. Dann ist noch eine weitere Phase nächstes Jahr am Hirsch und dann eben ist der Reso fertig Ende nächstes Jahr, wobei zu sagen ist, dass den Umsetzen von der Numerotation vom Reso, dass wir die werden am Dezember nächstes Jahr vorholen, wann alle Linien umgestaltet sind, das für zu verhindern, dass man Linien haben, wo Doublons bestehen, für auch nicht die Leute zu viel Dejanine zu machen. Das sozusagen zum ganzen Fassage, wie es geplant ist. Mal viel weiter zu gehen, gehen wir auf die Fragen ran. Ich habe schon angedeutet, dass man da ganze Gruppe von Rekruten, auf denen wir so konnten dann dementsprechend ein bisschen vorbereiten, das schon in der Präsentation, vielleicht irgendeine Sache schon unzuschwätzen. Mir schrift dem Herrn Prado die Wort gehen, jener aus den Abend, den für ihr die Frage stellt, und ich versuche, so gut es geht, darauf zu antworten. Falls man Sachen nicht zu ihrer Zufriedenheit geantwortet hätten oder da frohe Druck kommen, dann wird man das sicherlich schriftlich machen. Wir haben viel gesehen, all die Fragen auch schriftlich zu beantworten und die Schiedverängerung zukommen zu lassen. Merci Alex. Also, ja, stimmt, wir konnten in der Zwischenzeit ganz viele Remarken, Suggestionen, aber auch ein paar Kritiken. Und wir haben sie mal regruppiert. Ich gebe dann mal den ersten Frage aufhängen, die ganz oft gestaltet gehen ist. Wie weit fährt mein Bus nicht mehr durch die Stadt, also von der Gare auf den Kirchberg? Ja, also das ist das, was ich schon gesagt habe an der Präsentation. Für vielleicht ein bisschen mehr aus, weil das wirklich das immer nächst könnt, aber ein bisschen zu Missstimmung gefördert hat bei verschiedenen Leuten, weil eben noch die, was hier offen an ihren Nahen stark nicht schlecht ging, muss ich wissen, dass der RGTR über viele Jahre an der Stadt auch urbane Aufgaben mit vorgeholt hat, das für allem für Leute von der Gare über Zentralachse auf die Kirchberg zu bringen. Dann hat man das Problem, dass man natürlich die Busse müssen noch irgendwo parken, das war kompliziert, dann sind die Linien nicht verstrickt gehen, sodass dann ganz viele Linien entstanden sind, die zum Beispiel zu Betebusch fortgeführt sind, durch die Stadt geführt sind und dann nach entweder Mutwart, Konter, Niederrande geführt sind. Durch die Komme vom Tram, und das haben verschiedene ja schon gemerkt, man mit dem Aufhängen ganz am Anfang, haben wir angefangen, Linien zu kappen. Wir haben am Anfang wirklich Linien, die von weit kommen sind, gekappt, weil der Tram noch nicht so weit gefahren ist. Dann, als immer mehr sind wir auf den Sterrenplatz gekommen, das sind all die Linien, die aus dem Westen gekommen sind, die wir müssen auf den Sterrenplatz unhalten, weil es eben auch nicht möglich ist, mit der ganzen Stadt zu fahren, einfach auch aus Platzgründen. Hallo, wo wir auf der Gare gekommen sind mit dem Tram, haben wir natürlich endlich die Offer auf der zentralen Achse, die wir brauchen. Ich muss wissen, dass durch die Straße vom Land immer mehr Leute
aber auch den öffentlichen Transporthöllen und darüber sind wir ganz froh. Und unterstützt brauchen wir ein Transportmittel auf der zentralen Achse, das viele Leute kann transportieren. Das konnte der Bus nicht mehr machen. Du kriegst mir ganz oft geschrieben, ja, mein Bus kann ja aber noch weiterfahren. Und du musst verstehen, dass Frieda als Schiedverein Fried, dass sein Bus nach weiterfährt. Und das gibt für Heschen, wir müssen neben dem Tram nach Platz fanden für alle Bussen, was immer mehr auch gehen, auch weiterfahren zu lassen. Das ist nicht möglich und dafür ist geguckt gehen, für die Bussen um einen zentralen Platz, wo einen gut Offer hat, umzuhalten. Und das ist das, was wir umgesetzt haben. Du hast natürlich Kritik berechtigt, wenn ihr seht, ja, Metrocard ist nicht ganz fertig, Luxexpo ist nicht ganz fertig. Ja, das ist wie der Minister so, dass wir in einer Phase sind, wo viel geschafft wird, es wird viel gebaut. Wir brauchen Zeit, das alles zu bauen. Aber nicht so kommen wir führen und nicht so können wir auch an 3-4 Jahren wirklich performante Reso aus einer Gesamtheit anbieten. Und das ist eben das, was wir umgegangen sind zu machen. Wir sind aber auch punktuell bereit, dann not zu besseren. Ich meine, wir kommen mit einer Nachwert, die Trokat direkt mit dem Bereich vom Reha-Center Kirchbirch Spidol verbindet. Ja, ich muss ihn eigentlich umklammen, aber das ist aber möglich so, durch einen Nachwert auch all die Leute, die auf der Trokat kommen, ein gutes Offer anzubieten. Weil wenn ich logisch just E-Bus weiterfahren lassen, dann hätte ich zwar für den konkreten Raum ein besseres Offer geschaffen, all die anderen hätte keine Verbesserung von ihrer Offer. Und dafür muss man mal so Lösungen schaffen, für die Allgemeinheit ein gutes Service anzubieten. Ja. Und dann, wie der Minister sieht, geht ja weiter, dann könnte Pol d'Echange bauen Weg, kommen nach einer Pol d'Echange, auch in Haft könnt bei, kommen in den nächsten Jahren eine ganze Pol d'Echange bei, den Tram fährt weiter, Trokat wird umgebaut, wir kriegen da eine ganz andere Qualität dran, und so, dass das auch noch an den nächsten Jahren definitiv sich wird stark verbessern. Okay, kommen wir zu der nächsten Frage. Die auch oft drankommen, wie war das ein Tag von Mengalin aufgegangen? Ja, weil das hängt zusammen mit dem Profit run. Das ist so, dass wir mit dem Eurobus hatten, am Jahr in der Stadt, die heiß Offer gebraucht haben wir konnten nicht just einen Teil von der Linie auf den heißen Takt setzen, wir müssen die ganze Linie auf den heißen Takt gesetzt. Das hat dazu gefordert, dass man jeweils am Randgebiet von der Stadt Lützeburg mit ganz heißen Takten gefahren sind, die sicherlich für die Region überdimensioniert war. Und dadurch, dass wir den Tram könnt, müssen wir den heißen Takt nicht mehr über den ganzen Tag fahren, weil die Aufgabe, wo den Takt gebraucht wird, vom Tram überholt wird, sodass wir an den Regionen nicht auf den Takt können gehen, den der Demand an der Region gerecht wird. Ich verstehe, dass das für die Leute, die hier wohnen, an die Vorteil hatten von dem heißen Takt, schwer zu verstehen ist und auch nicht unbedingt appréciiert wird. Aber es muss ich aber so, dass den Takt, den wir hier offerieren, nicht ein ganz schlechtes Offer ist, weil das lesen ich ja oft, das ist nicht der Fall. Das ist für die Region ein ganz gutes Offer. Wir haben aber an der Spitzenstunde, auch an den Nebenästen von den Regionen, einen halben-Stunden-Takt, was ganz gut ist für einen ländlichen Raum oder ländlich geprägten Raum. Und auf der Hauptachse an den Gebieten haben wir deutlich besseren Takt wie E-Bus alle halbe Stunde an der Spitze. An den Nebenstunden sind wir hier im Stundentakt, was definitiv der Demand Rechnung dreht. Wenn wir natürlich gesehen, dass in Zukunft immer mehr Leute auf den Bus gehen und müssen Anpassungen gemacht werden, da sind wir sicherlich dazu auch bereit. Okay. Nächste Frage, für was war meine Region nicht bei den 4 Online-Präsentationen dabei? Ja, das ist ein bisschen der Corona-Pandemie geschuldet. Das ist so, dass wir ja die Roadshow nicht geplant hatten, nur am Hirsch zu machen oder am Anfang Winter, aber die war geplant am Frühjahr. Wir hatten schon angefangen, mit all den anderen Regionen zu machen. Da waren wir bei den Leuten gegangen, ob Abend da am Februar, März. Ich meine, wir haben sogar noch am März gemacht. Das war die Stadt Fest, ganz am Anfang. Ja, und da kam der Lockdown. Und da haben wir müssen die restlichen Seancen auf der Roadshow aufsuchen. Und wir haben den heute ein Modell gewählt, für die aber Oves not zu holen, für das man aber
Schiedverein konnten informieren über die Änderungen aus engem Raum, wat man de Leute jo sowohl an der ersten Roadshow wie auch an den Workshopen versprochen hatten. Wie weit klappen oder Umstellung verschiedene Korrespondenzen nicht mehr? Ja, das ist so, dass wir immer geschwärzt haben, dass am neuen Reso Korrespondenzen garantiert sind, dass wir die auch wollen realisieren. Das ist so, dass das sicherlich gemacht wird. Es kann immer sein, dass eine Korrespondenz nicht klappt, aber a priori haben wir über das Leitstellen, über als Moyen das definitiv stark verbessert. Da ist es aber so, dass wir den Anzahl von den Korrespondenzen auf den Linien stark reduziert haben. Das heißt, wir machen pro Linie oft maximal 2 Korrespondenzen. An der Vergangenheit hat man in unserem Reso viel mehr Korrespondenzen. Und es gibt auch Korrespondenzen ausgewiesen, die zwar möglich sind an der Theorie, aber die auch nicht garantiert sind. Das heißt, wir planen just, dass die garantiert Korrespondenzen überwacht gehen von unserer Leitstelle. Also solche Korrespondenzen sind davon noch nicht betroffen. Wenn aber Sachen sind, wo die so, eine Korrespondenz ist aber immens wichtig für einen großen Teil von Leuten, da könnt ihr euch das gerne auf rgtr.lu oder auf kommunikation@mmtp.etat.lu oder sonst inzwischen, wo ihr euch Fund melden. Und auch auf der Mobilitätszentrale können Sie Sachen checken. Da werden wir dann gucken und prüfen, ob da nicht etwas möglich ist. Wie weit fährt der Bus pro Minute mehr spät oder mehr frei, was mich nicht immer arrangiert? Ja, das ist eine Frage, die wir öfters kriegen. Es hängt ein bisschen damit zusammen, wenn wir ja gesagt haben, dass wir wollen auf den Hauptachsen durch ein Kümul von mehr Linien einen besseren Takt anbieten. Früher war es so, dass alle Busse quasi für kurz vor 8 an der Stadt waren, kurz vor 9. Also das hat dazu geführt, dass wir quasi eine Kortege auf der Hauptachse von Bussen hatten und da kam eine lange Zeit kein mehr. Lassen wir das durch eine relativ komplexe Manier versuchen so zu steuern, dass wir sowohl nach immer zu einer guten Zeit an der Stadt sind, relativ zu einer guten Zeit an der Stadt als Beispiel fortfahren, und aber auf der Hauptachse einen dichten Takt tun und dann nur verdünnt an die Einzeldörfer fahren. Dadurch kann es dazu kommen, dass du verschiedene Minuten regeln. Das ist aber so, wir hatten am Raum Ettelbreg für kurzem schon demonten, wenn wir da effektiv mit enger Linie immer kurz nur der voller Stunde angekommen sind und da haben wir durch entweder eine zusätzliche Fahrt oder wenn es möglich ist, dass wir keine anderen Korrespondenzen drin hängen, können wir dann im Takt etwas machen. Du hast sicherlich auch eine gute Idee, als da dran zu schreiben, wenn ich da Sachen auffallen, die eher konkrete Fall angehen, und da können wir das prüfen, ob du vielleicht noch etwas zu machen hast. Ja, froh aus der Gemeinde Reser, respektive aus der Gemeinde Hasper. Für was wird Living an der Funding nicht mehr nach einem 30-Minuten-Tag für den Staat? Ja, das ist das, was wir gesagt haben. An dem Raum Reser kriegen wir durch den Kümul von 3 Linien einen dichten Takt. Da sind wir nicht auf dem 4-Stunden-Takt, wo wir tun. Da fehlt das nach einer Linie am Puzzle, die wir recht am Mehrwerte können umsetzen, sodass wir da liegt einen Takt tun, die nur bei der halben Stunde ist, mehr am Mehrwert statt verbessern auf den Stand von 4 Stunden. Dann eine Remarke aus der Gemeinde Sandweiler. Die gerne die Linie 122 für die Neuhäuser wird keine Korrespondenz mehr für den Staat. Ja, das als zugedroht gehen recht für kurzem, und wir sind am Gang, das zu prüfen, für dass wir danach können eine Korrespondenz abbauen. Das könnte möglich sein, aber da sind wir nachher am zu gucken, weil da hängt eine andere Linie, die auch müssen passen, und dafür kann es noch ein bisschen dauern mit der Prüfung. Nächste Frage ist der Gemeinde Schötter. Wie was geht den Arie Schlossgewand zu Straße nicht mehr gefahren? Ja, das ist effektiv so. Wir haben aus der Du geguckt, wir könnten die Linie 124 so anpassen, dass den Arie auch nicht angefahren wird. Und soweit ich weiß, ist das auch an der Planung. Nächste Frage. Es tun nach genug Verbindungen von Sandfall auf der Kirchberg. Geht die Kapazität vom neuen Reso durch?
Bon, wir hunn effektiv op der Hauptdachs Sandpfeiler nach ëmmer ganz heichen Takt op de Kirchbierch. Das natürlich so, wann mir gesinn, dass als Bussen iwwerfüllt wären, dann muss man nur besseren, entweder durch mi Großkapazität oder enke durch der Erhechung vom Takt. Aber du sind immer flexibel und du haben auch Moyen zu reagieren. Ein Awohner aus dem Verlorekast, den da se Kurierer gehen. Für wat hunne soviel Bussen Terminus um Verlorekast? Lebensqualität verschlechtert sich immer mehr, gëtt da in Zukunft besser. Ja, das ist richtig, das dadurch zu erklären, dass nur den mit Linnen auf der Rokat ihren Terminus haben die Chauffeuren einen Platz gesicht, wir können hier Pausen zu machen. Das haben sie im Verlorekast gemacht, wir sind aber nur am Gangen, oder wir sind quasi mit der Stadt eins gehen, dass wir an der Rue Marie Pierre Curie 5 Warteplätze aménagiert kriegen, sodass man dann do an einen besseren Raum die Warteplätze können die Zeit können aufhalten, pardon, und so nicht mehr den Verlorekast belasten. Also es möglich, ein Ari um CR 234 direkt bei der Gar Sandfeller Konten zu aménagieren? Ja. Bon. Dir wisst, dass man erstens gar Sandfeller, wie viele schon gesagt haben, ganz schwer können aufführen, weil sie durch hier Lach nicht ganz attraktiv ist. Ein Array auf der Uhren, auf der Hauptstraße ist immer komplex, wenn wir hier bei einer National sehen, wo hohe Vitesse sind, wo eine schlechte Belichtung ist, die hier in Umklammen ist immer schwer zu organisieren. Wir werden das noch ein prüfen, aber ich will aber auch sagen, dass man wirklich lange eine Nachwelt vorsehen für Sandpfeiler ob gar an der aber wirklich echt schlecht benutzt gehen. Okay, eng froh aus der Gemeinde Konter. Könnt den Duen noch immer vom Mittwoch bis op Gar? Ja, es gibt immer Linien, es gibt Spürschmählinien, es gibt eine Linie, die auf Gar fährt, am neuen Reso. Und da will ich auch schon tun, weil oft wird die Frage gestellt am Zusammenhang am Schultransport, dass wir hier auch noch ein zusätzliches Offer schaffen. Ich habe noch eine allgemein froh aus der Gemeinde Haspa. Für was gibt es keine Direktverbindung zwischen Haspa und den Howald über die Rue de Gasbrüch? Ja, das ist mein Stunden noch gesagt haben, dass mir selber wollte schon ganz oft die DW anschlagen, weil das eben Luftlinien definitiv die schnellste Verbindung ist. Also Erfahrung nur an unseren Tester, nur die wir gemacht haben am Spitzenstundenverkehr, also mehr attraktiv und mehr schnell über die Rotation zu fahren, wie über die Straße. Ich denke, dann hat man mal alt froh und durch. Weil ich meine, sind nach mir Vorsicht effektiv ganz froh zu rekuperieren, weil die aber oft ähnlich waren. Die sieht ja um den Antworten, dass es aber immer ein bisschen in die Problematik sich dreht. Falls du nach Fragen nicht beantwortet, wie gesagt, beantworten wir sowieso alle Fragen schriftlich. Wir kriegen noch viele Fragen mit ganz detaillierten Demonten ran. Das macht nicht viel Sinn, wenn wir heute alle einzeln Fahrt erklären, wie wir die machen. Wir werden das schriftlich machen. Und ich denke, dass wir dann den Gros von den allgemeinen Fragen heute noch behandeln konnten. Ich so nicht merci für die Nolausterin. Wie gesagt, wenn ihr froh sind, könnt ihr das die gerne stellen. Also wünsche ich euch dann einen ganz schönen Abend und einen guten Woche. Vielmals merci.